Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleft Marvel as ich mein, schon oft gesagt, aber schon im Du. Ja, natürlich, wir kennen nicht ernst, dass Marvel ballert natürlich über die Jahr Film normalen raus. Me. Guardians of the Galaxy Volume 3. Als er so das ausgelutscht wie so vieles bei Marvel oder kriegen wir heute vielleicht aber noch ein Perl serviert. Naja, das erzähle ich noch heute bei Filmleft. Das ist schon mal eine große Merci an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Voilà, Guardians of the Galaxy Volume 3 also raus. Viele Leute haben darauf gehofft. Ich war relativ skeptisch, was das Ganze betrifft. Viele Leute, die sich schon Trailer-Reaction angeguckt haben, wissen, dass ich schon nicht ganz positiv zum Trailer angestimmt war. Und da war ich auch nicht ganz positiv auf den Film angestimmt war. Tja, da krude stehen in oder den anderen Kommentar, wo Leute gesagt haben, ja, wart mal auf, guckt ihr den Film auf die Tage tun, Bilder dazu doch keine Meinung. Bei dazu muss ich schon, das ist ja aber ein Trailer-Reaction, ich muss mir ja auf dem Trailer eine Meinung bilden. Und zur anderen Seite muss ich sagen, die hatte recht. Weil Guardians of the Galaxy Volume 3 hat mich noch weil eiskalt erwischt, kann ich so sagen. Schon nicht erwartet, sind absolut skeptisch rangegangen, wo man das nämlich erwartet, wenn Marvel gerade an der Last nicht mehr aufzieht. Und ich kriege genau den Konträr geboten. Denn James Gunn hat hier etwas aufgeliefert, was ich schon länger nicht mehr bei Marvel gesehen habe. Und zwar ein Film, den Dave Gunn hat, den Charakteren ausbaut, den Emotionen zulässt, den ein Antagonist mit den ziemlich, also für Marvel-Verhältnisse schon ziemlich gut aus. Humorschraufe ein bisschen zurückdreht, natürlich nicht ganz so wäschlos, weil Guardians, der gehört ja aber schon ein bisschen dazu, aber auf den richtigen Platz umsetzt. Also irgendwie war das die Balance von dem ganzen Film, das funktioniert einfach. Und das ist ein runder Film, den einfach Spaß gemacht hat und sich auch mal verschiedene Sachen getraut wird. Und auch teilweise relativ krass gehen, als wäre den eigentlich nicht so von Marvel erwartet, weil eigentlich weiß ich, ja, Credelo den müllgespulten Blödsinn, den sich an der Last immer erwarten kann. Aber nee, hier ist wirklich etwas Cooles aufgeliefert gehen. Es hat den so ein bisschen gefehlt, wie wann Marvel an diesem Film einfach gesagt hat zum James Gunn so, ach weißt du hast da schon so viel gemacht, komm mach dir einfach. Mach wie du denkst, wird schon klappen. Ey, und das hat geklappt. Und du siehst wirklich, also es sind Szenen dran, wo ich wirklich gedacht habe, hast du Disney da angeguckt? Also, die sind recht krass. Also, ich habe kein Problem damit. Das ist schon gut, also es hat mir gefallen, war gut, war einfach, es hat gepasst, aber Disney ist doch normalerweise so, nee, das muss fort. War halt gut nicht der Fall. Wenn ich noch etwas gegen kritisieren, was auch dann eigentlich nur ein halber Kritikpunkt so ist, als dass den Hauptplot, also den Ausgangsplot, für was gerade alles, also für was sie sich auf die Mission machen, die wirkt für dich mal ein bisschen dünn. Das ist mal keine Kritik. Aber es wirkt für dich mal ein bisschen dünn. Denkt den sich so, ja okay, das ist die Mission, das muss gemacht gehen. Das kann aber ziemlich groß abgebaut. Aber es ist einfach nicht abgebaut, weil hinten drin verstoppt sich super viel Background-Story. Und wir kriegen heute zu allen Charakteren ganz viel Screentime, ich kriege ganz viel Charakterbuilding an den verschiedenen Charakteren, die man haben, an den Guardians eben, eben auch über die Guardians wäsch. Und das ist das, was das Ganze so schön macht. Was das Ganze so nach für den dritten Teil so schön aufrollt für zum Schluss, wird einfach einem erlaubt, eine Bindung mit den Charakteren aufzubauen und zum Schluss an über den Film richtig Emotionen durchzulassen dass die Leute involviert sind und auch mal Schritte zu machen, wo ihr seht, wow, das kann kritisch gehen, das kann heftig gehen für die Zuschauer, aber ey, wir lassen das so, weil nicht alles egal ist an dem Film. Marvel ist das hier nicht egal, der Film möchte etwas mal denken und der Film hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass er einfach mit dem Film
dass du mal da vielleicht mal realisieren an sich so ein ja vielleicht muss man ihr so weiterführen weil der Rest mischt wirklich käsen war es schon nach Video an der Macht zu mir muss ich schwätzen wo ich ganz viel über Disney bashen dat hält also day Film Review hält mir ein Video du eigentlich schon bis wann der Segel für Video den du eigentlich geschwinderecht könnt mir trotzdem die Sachen die ich thematisieren die sind aber wirklich scheiß ja Guardians of the Galaxy Volume 3 ich wissen was noch so soll Optik ist mega gut wie das sowieso ab ist meistens bei Marvel stimmt und dann ja einfach schön Momente dort Leinwand gezaubert an ja also ich war zufrieden ich habe mein Spaß zu unserem genervt am Kino weil ich gedacht muss man schon Marvel Filme gucken anständiges machen an rauskommt schön das war einfach schön voilà. An dem Sinn ging ich dann so wie immer los mal gerne Kommentar wann dir den Film gesehen wird weil dir du von erhalt wie dir empfund tut und dann voilà, da ging ich so und da gesehen wir alles an der nächster Episode Film läuft alle ciao